Welkom terug. Ik vertel hier met Isaac Thiesse zijn levensgeschichte. Interesseert mij en jullie worden ook interesseren wat God hem geleerd heeft. Op zo'n interessante weg. En ons leven gaat alles zo. Ons einem zijn leven gaat zo, dem anderen zijn anders. En God führt ons dadurch. Eenmaal sehr uninteressant im Leben, eenmaal interessant en wertvoll wat God alle deed. En onze ene levens van alles wat we ervaren. So Isaac die heeft veel te vertellen. We moeten zien wat hij van daar alle zegt. Ja, dat veelmaal reden we van de geschichtenbeker wat ik alle gelezen heb. En ik weet het nog, ik weer zo vertiefd in al deze beker. Ik deed een beetje van der schon zit en verder die Kenia eerst weer die zijn ontvoerd en die kan de meest niet los van komen. Zo wie ik met mijn geschichtenbeker. Ik neem me eenmaal een geschichtenbuch en ik verstuur me ergens wo dat me keiner wordt vinden waar ik online weer en dat ik kan mijn geschichten lezen. En dat zeg ik al, dat veelmaal zei, dat we niet zo gute Geschichten alle, aber wat me veel geholpen hat, diese Spanische Bücher lesen. Ik had sehr gut, viel besser Spanisch geleerd, da ich alle Bücher lesen, wenn er nicht gute Geschichten wären, aber die Sprache habe ich viel besser geleerd. En we hadden ook een Mexikaner arbeider wat voor ons schaffen deuten en die interessiert ook mijn geschichtenbeker en wenn du dan zijn we wat ik verstaan kan, kunnen die me een beetje helpen. En dort had ik Spanisch geleerd, dat ik arbeider en deze beker lezen en alles. Maar dit bracht me alle doen aan dat ik zou geen antwoord geven mijn voeren. Zo op dit alter van 14, wat u dan meer ben je wees, 14 en 15 en 16, de jaren dat vond ik ons zeer zwaar te draaien met die. Dat vond ik ons zeer zwaar te draaien, want ik gehoord mijn papa niet zo, ik had angst voor hem, ik wil me dat niet laten antwoorden en dat me zeer rebellisch gaan aan. Dat ik am niet gehorchen deed. Dus zum Beispiel, we hadden niet de vrijheid dat we kunnen een uur omarm hebben. En ik gaf me een uur en ik merkte dat je want ik brok een uur. Ik moest eens maar losnemen, maar ik merkte meestens waren aan. En dat weer een ding wat hij niet leggen deed, maar ik merkte dat je want. En dan dat andere ding weer, wat we ook niet zullen, dan we zullen aan mijn Schlauwechsen brokken, maar als ik ongeveer 15 jaar weer. Dan leer ik mijn Schlauwechsen auf, dan vang ik aan zelfs met kleuren te kijken en dat weer een grote timer. Dan kwam er wat door dat de pregers kwamen bij ons op dem Hafen vermoeden mijn papa te ween en die werd verdrietig. En al deze dingen kwamen door mank en dat geeft allemaal later gegenstand tussen ons en we hadden niet meer een zeker communicatie. Dat is wanneer voren en zien is niet meer taubvoudig worden. Dan vangen de andere dingen, mijn dingen hier zich dan ook met schaffen, niet zo? Ja, en een ding weer ook, dat hebben we nog een beetje kleiner. Wenn we Mexikaner arbeider hadden, die kwamen daheim met bicycles. En ik en mijn broer, we legden so een bicycle te voeren, we hadden aber nicht de vrijheid. Dat was ganz verboten, te die tijd, van dat eerst weer met een bicycle voeren. En we deden eerst, dat we bloß op dem Hof, wo we met de bicycles, dat ging so schijnen, eenmaal aan dag, we würden mal een verleden dorp gaan. De dorpse jongens zullen het je neef zijn dat we bicycle voeren. En dan we verleden dorp en je neef nog kwam door een pitsvoort van veren en nu weer naar pregers niet zagen dat we bicycle voeren en dan hadden we al angst voor wat geven en je neef ook die voeren bij ons op dem Hafen. We wisten krijg, nu wordt het wat onder geven. En we kregen dat ook niet graag, maar ons papa we zei al dat we hadden bicycle gevoerd en ook mijn weer hans de bicycles toch lopen. En zo weer de vele dingen dat we zo streng doen. En al deze dingen, want ik kon het niet verstaan wat Borat om een bicycle voor. En ik had zoveel vrouwen aan me en ik wil een antwoord hebben en er waren zoveel dingen waar ik bloos geen antwoord op kreeg. En dan werd ik mijn papa niet meer zo goed vorig geworden. En dan vond ik aan te plannen dat ik word van thuis verloren. Als ik 16 jaar oud was, dan had ik al een plan dat ik word naar Canada en ik word naar de States. Ik word nu al niet lang thuis blijven. Aber ich hatte nicht Papiere und ich wusste nicht, wo ich das soll tun. Und ein Tag, ein von meinen Fahrern, der befriest sich in Durango. Und dann schlammte ich meine Eltern und ich würde gerne zum Flaufnis fahren. Ich wollte mein Primo sehen, Flaufnis will ich fahren. Aber mein Plan war, ich wollte mit knurrisch Papier noch anschaffen. Und das muss ich tun. Wenn mir fehlt meine Geburtsschein, mir fehlt meine Eltern ihre Geburtsschein, ihre Trüschchen, und dort wir alle in Durango. Und dort habe ich mir alle drei geplant. Van die me worden loten op de Flaufnis fahren, dan word ik door mijn papieren schaffen en dat is wat ik doe. En ik heb geld voor, mijn papa die geeft me geld,
dat ik kon naar Durango voeren, dat ik kon naar Flavinus voeren. En ik woonde nam register civil door in Durango en nam geboortedienst en alles. So von dort aus nach Durango, wo wird wir dort reisen, wo redest du anreisen? Dort wir, ich schaue, dass wir mit der Basis fahren. En dort wir reisen, ein Tag zu reisen, wir mussten ein paar Mal umsetzen mit all dort, wenn wir zum Morgens von Launda war ich fuhren mit der Basis, dann wir jeden Abend was tun. Nu van de eerste dag is het niet zo wit, er zijn al carreteras wat veel nuller zijn en nu is dat anders, maar ik ga weer een dag reizen. So, dann hat sie dat even geplant, den Tag wirst du nicht mal durchreisen. Ja, en mij lijkt dat alle, en ik kon je boortdienst nemen, terugdienst en alles, en toen weer een morgen wat ik met knorrig papieren schoven, ik woonde te gaan, en die wordt dan uitvingen, dus ik kon knorrig papieren maken, en dat schoof dan niet, want hij zei, eerst moesten mijn ouderen, want die worden, dan word ik opgegaan, en alles, aber für mich wird es nu allmählich. Aber das Monat sagte mir dann, wenn ich will nach Kanada fahren, ich soll mir bloß ein Passport machen, mexikanischen Pass machen, mit dem kann ich auch nach Kanada fahren. Dann fange ich an mit dort zu schaffen, weil ich alle Dokumente dann habe. Ich sehe mir, was das alle Brücken deuten, ich mir da auch rein, Plitsch, das muss alle seine Plitsche tun. Und als ich dann nicht schreibe, wird dann den Pass machen, dann bin ich zu jung. Und dann wirst du jung? Ich bin 16 Jahre dann, und dann soll über 18 sein. Bitte meine Eltern wurden für mich unterschrieben. Und du, wie keine Frau von wen, die wissen, dass ich mal was ich schaffen soll. Und dann war ich das an, dass wir nicht ganz leicht, ich kann mir nicht einen Post merken, ich kann nicht noch das Papier merken. Und dann fange ich an zu planen, dass ich nach der Stadt wagen. Du würde ich dann Scheif fahren, wenn wir meine Jungs, ältere Jungs, was wir in der Stadt waren, was du von vertalten, was das schaffen soll. Und dann fange ich an zu planen, dat ik wil naar de States gaan, en bloß Papier. Wirst du dann al 15 oder al 16? Was wirst du dann? Van 16 jaar fange ik aan te plannen. Wat ik dat doen, ik had nog een paar vrienden wat dat ook. Dus er waren meerdere jongens wat dat alle interesseren, wie meer aan plannen, dat we wilden naar de States gaan, we wilden doorfahren schaffen, we wilden geld verdienen, we wilden als een Backup kijken, we wilden. En dan had je den städtischen Traum, wat dat sehr fijn alles wil zijn. En dan hadden we voor een stoot geplant, wat dat dan schließlich mal wat toekomt. Interessant wat er ja alle hassen van dan bij Janko en de had grote droom en nou ja, dat weer wat weer de onderscheid, weer dat droom van ver weg of weer dat de jong aanweers en bloos dat voet was. Maar dat weer beides. Ik wil niet toe zijn, in de kolonie, mir valt dat zo, dat weer zo traditioneel, mir jankert wat onder. Ik had immer een droom dat ik wil nog mal zelfs een pick-up gaan en ik wil een ander leven gaan en ik wil niet toe blijven waar we, dat weer eind wat ik had en dat andere weer, wenn ik mijn papa niet vriend weer, mir ging dat thuis schijn. Ik weet niet, wenn ik zo geen ongeworden weer, mir ging dat plötzlich schijn thuis. Ik was niet zo goed vorig. Met mijn mama was ik fan vorig, maar met mijn papa, dat weer een andere ding. En toen weer een jank had mij van de voet. Ik had bloos een plan, ik wil wat andere doen. So das ganze Verhältnis, wat waar we nu mal sagen, jongens met der Papa haben, dat speelt een grote rol op levenstijd veel, niet zo? Ja, en wanneer ik van deel trek, dat weer een ding wat ik denk dat dat heel goed kunnen verder zijn. Er worden weinig dingen hebben ook anders zijn. Dan word ik zeggen van thuis verloren. En dat weer krijg we een Slowwechselbrug. Ik wil wel Slowwechselbrug. Ik wil onderwechselbrug. Maar door weer het immer, de laatste tijd direct dat niet, maar dat geeft een grote trouble. Wenn du nicht terugkijkt, glaubst du dat verlangen oder dat janken oder den droom wat du hast, dat het dan al gaat weer wat hier op nu meer dingen im leven, oder weer plus die ene kappen, die ene janken. Glaubst du nu, wenn du terugkijkt, dat gaat er dan al wat aan die arbeid ha, sogar wenn du da nicht mal was? Wenn ich toen denk, mir ist es für ein Schuh, mir ist es für ein Leute was, ab den war ich, was ich durch verloren Leute, wenn ich glaube nicht, dass das reich ist, aber ich denke immer so, Gott hat einen Plan gehabt mit mir. Der will mir durch Futt haben, der will mir durch Rüt haben, wenn der hat einen anderen Plan für mich, der will mir Dinge offenbaren, was ich leider nicht würde gekriegt haben, wenn ich durch sein geblieben. Aber dann weiß ich doch gar. Ich weiß gar nicht, was mir drieben hat, aber wenn ich nicht träge, ich glaube, dass Gott sein Plan war, dass ich durch verloren habe. Das ist interessant, wo Gott das ablehnt. Einmal wie selbst, zweite nicht mal. Und Gott schafft danach.
Fehlt noch mal, wenn einem sein Leben kann von boven sein. Und der Strieb krijgt sein, wo Gott gelehrt hat. Oder wo einer selbst ist Arch gegangen. Dann hat Gott Luther das wahre Töpfchen knackt. Und vertal wieder, wo kommst du dann schließlich bei, dass du kriegst Papier oder der das gleich zu leicht? No, ich krieg nicht Papier. Mein Plan war einmal nach der Stadt zu wanken und dort dann wir 19 Jahre. Und seit 19 Jahren wir dann an den Waren dort. Ich war 2 Wochen nach 19 Jahren und dort ist ein Feature, wo ich niemals war vergessen, dort wir am 18. März und 1984. Dort wir am Sonntag, ich war 2 Wochen, wo ich 19 Jahre war. Und diesen Sonntag, meine Eltern, meine Geschwister, die fuhren zum Morgens alle nach der Kirche. Ich war ganz allein Tisch. Und dann kam da, was von meinen Freunden mal ein Pirzfertig dann am Hafen. Und sie nicht gesagt, weil sie wollen nur Ranch fahren, fahren was holen zum Trinken. Und ja, was ich wohl mit. Und die Jungs, das waren meine Freunde, was wir einmal planen, zum nach der Stadt zu fahren. Und nu, onze ganze Spazieren naar de range gaan, dat we bloß van plan, wo wir wollen nach der Stadt fahren, nu weer Zeit, nu wollen wir meistens fahren. Und uns fehlt auch bloß Geld. Und wir wussten nicht, wo wir das Geld herkriegen, wo wir das tun. Aber den Tag, ich wusste da nicht, dass dort wir der Tag, was wir wurden von Tüß verloren. Und dort nahm sich das Raum, als wir 3 Wochen von der Range, und wir dann jeden Abend, und das Junge, was das fertig gegeben hat, zum Datum fahren, als wir erst 3 Wochen, dann sagte er, er wird fertig in den Haus führen, wir sollen an der Gas warten. Wir haben uns in Bayern, alles hat wieder aufgelöst an der Gas, er wird fertig in den Haus führen, dann wird er nach der Gas kommen, wir sollen dann am warten. Und dort jeden Stadt bei der Dreh kam, als das Junge dann Tränen nach der Gas kam, dann sagte er so, wir sind heute in der Stadt fahren, wenn die noch wollen, nu haben wir Geld. Der hat sich 100.000 Peso gestohlen, Tüß. Das wir ein Scheck von 100.000 Peso, und der weiß uns dort, ja mal, wir haben 100.000 Peso. Und dort werden all Geld zu der Zeit. Bis dann, ja, wir werden alle reiten, wir würden bloß eine Hauswagen, an sich Kleider reiten merken, und dann, wie war ich nach der Stadt. Na, ich weiß das noch, dass wir gerade jeden Abend, dass das Zeit wird zu besorgen, es ist ein Häuschen, ich ging in meine Stufen an, und fing an Kleider reiten merken, dann kam mein Papa durch die Stufen an. Dann ist er nicht gesagt, ich komme halten, Fei besorgen. Ja, ich sage, ich wollte mich bloß antragen, und dann wollte ich komme halten. Da ging in den Kaustall, der andere während der all, ich hatte hier fein, meine Gelegenheit, die Kleider reiten merken. Mir wat Kleider reiten, in der Torschneid, da hing der Rüt, aber groß noch. Und die anderen Jungs, die wir noch mehr so tun, und wir dann reiten nach der Stadt vor. Von der Pagos, wie sie da mit der Pirzfertig da, wo fuhr ihr von da? No, und dann wir nicht mal Pirzfertig, da mussten wir dann Reit lernen, wir in der Stadt, das ist nachdenklich auf. Und wir mussten erst nach der Stadt, wir mussten nach der Scheck wechseln, dort wir einen Scheck von 100.000 Peso, wir hatten gleich bei Geld. Und genau, wir kriegen den zu uns nach einem Reit, was in Rio Grande, dort wir wieder wollen den Scheck wechseln. Das ist auf so einer Stadt, wo das alle top, du sollst gehen Fei besorgen, und nu bist du andere Weg gegangen. Und von das war, wie ich sie mit neugierig wurde, hier wieder erwähnt. Das ist ganz klar, von da, du gingst ganz den einen Weg. Und wo das war von da wieder gedreht hat, wir waren nächstes Mal mehr von dort vertalen und sehen, was diese Geschichte wieder tut.